Für die Geschichte der Zweisprachigkeit in Kärnten und mit Sicherheit auch für ihre Zukunft bedeutsam ist die Rolle der Kirchen in Kärnten. Und wir sind sehr froh, die beiden höchsten Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche bei uns zu haben, um die Tagung mit uns zu eröffnen. Herr Superintendent Magister Manfred Sauer wirkt seit fast 20 Jahren, sage ich, als Superintendent für Kärnten und Osttirol. Und ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass Ihnen eine seelsorgerliche und menschenfreundliche Kirche besonders am Herzen liegt, die eine offene Kirche und eine engagierte Kirche sein soll, in dem Sinne, dass sie sich für die schwächeren Gruppen und für Hilfesuchende in der Gesellschaft einsetzt. Also ist es wohl in der Struktur Ihres Kirchenbildes auch angelegt, sich mit Minderheitenfragen auseinanderzusetzen. Und ich bin darauf gestoßen, dass Sie in einem Hirtenbrief vor 10 Jahren zum 90-jährigen Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung sich gewünscht haben, dass man die einmalige Chance nutzen soll, dass man in Europa Vorbild werden kann und Geschichte schreiben könnte, wenn man die Zweisprachigkeit vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung weiter fördert und ausbaut. Herr Superintendent, ich bin gespannt auf Ihr Urteil, ob uns das gelungen ist und welche Schritte noch zu gehen sind. Ich darf Sie um Ihre Worte bitten. Ober Jutro, schönen guten Morgen, herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Herr Bischof, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Ehrengäste, Festgäste, lieber Herr Direktor, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht haben Sie es wahrgenommen, vielleicht sogar auch gelesen und sich damit auseinandergesetzt. Das zentrale Thema der letzten Ausgabe der Zeit von der vergangenen Woche war das Thema der Wert der Sprachen. Und es waren einige sehr spannende, interessante und auch erhellende Beiträge zu diesem doch sehr umfassenden Thema der Wert der Sprachen. Einige Erkenntnisse, Hirnforscher, Psychologen, Soziologen, Linguisten haben sich mit diesem Thema beschäftigen, sich mit dieser Frage schon sehr lange und sehr intensiv und sind zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen. Wer in mehreren Sprachen aufwächst und denkt, der ist vielleicht auch in seiner Wahrnehmung, in seiner Empfindsamkeit, in seiner Empathie anders als Menschen, die nur einsprachig aufwachsen. Wie weit verändert die Fähigkeit, in mehreren Sprachen zu denken und zu handeln und zu sprechen, unser Denken und Handeln, unser Empfinden und unser Wahrnehmen? Und ein Aspekt, der mir neu gewesen ist und den ich auch sehr faszinierend finde. Einige Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die ständig in 2 Sprachen denken und sprechen, viel schneller sind beim Wahrnehmen, was wirklich wichtig ist, was entscheidend ist, also in der Wahrnehmung von Relevanz, weil sie immer aufpassen, welche Wörter und welche Begriffe sie verwenden. Interessante Aspekte, die eigentlich so als Fazit mitgeben, dass Zweisprachigkeit, und das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir ja auch, etwas ist, was bereichernd ist, was ein unglaublicher Schatz ist für jede Gesellschaft und für jede Gemeinschaft. Was hat sich verändert in diesen 100 Jahren? Hier in Kärnten im Umgang mit der slowenischsprachigen Minderheit. Sie haben das angesprochen. Was verbindet jetzt die evangelische Kirche mit der slowenischen Volksgruppe? Wir haben dieses Thema auch versucht, in einer Wanderausstellung heuer zum Jubiläumsjahr auch umzusetzen. Es gibt eine Wanderausstellung, und die jetzt durch die Gemeinden geht. Es ist eine wechselhafte Geschichte, aber vielleicht nur so als ein Resümee. Einiges verbindet uns. Es ist natürlich die Erfahrung, Minderheit zu sein. Es ist auch die Erfahrung des Assimilationsdrucks, der sich auch verändert hat. Aber es ist auch die Erfahrung eines positiven Selbstbewusstseins, das ich wahrnehme in der slowenischen Volksgruppe, und das tut gut. Also, und das ist ja auch heute immer wieder zur Sprache gekommen, auch aufzutreten, mutig und tapfer aufzutreten. Und der Wahlspruch von Primo Struber, der für Sie, aber auch für uns Evangelische von großer Bedeutung ist, der die Bibel übersetzt hat ins Slowenische, der hat gesagt, stati ino obstati, stehen und widerstehen. Das ist ein wesentliches Merkmal, das uns als Christinnen und Christen, aber auch als Minderheit auszeichnet und vielleicht auch aufgetragen ist. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit immer wieder wahrgenommen habe und was, glaube ich, auch
zum Effekt hatte, dass manche vielleicht auch etwas wachgerüttelt werden, auch in unserem Land. Und es hat auch, glaube ich, Solidarität bewirkt. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dieses mutige Selbstbewusstsein im Auftreten und das immer wieder auch darauf hinweisen, wie wichtig und wertvoll Zweisprachigkeit für ein Land, für eine Region, für unsere Gesellschaft ist. Was auch, glaube ich, wichtig ist und was uns verbindet, ist eben, ich habe es schon angedeutet und auch ausgesprochen, der Glaube. Und für uns, für das tägliche Leben spielen bei uns das Losungsbüchlein der Herrnhuter Brüdergemeine eine große Rolle. Und der heutige Lehrtext ist aus dem Lukasevangelium, aus dem Lobgesang der Maria, wo es heißt, Maria sprach, der Herr hat Großes an mir getan, denn er ist mächtig und sein Name ist heilig. Ich bin tief davon überzeugt, das habe ich auch hier in diesem Land erfahren und das hat mich immer wieder berührt, dass vor allem die katholische Kirche auch Wächter und Hüterin der Zweisprachigkeit in diesem Land ist. Dass sie darauf aufpasst, auch in ihrer Liturgie, in ihrem liturgischen Geschehen diese Sprache zu pflegen und weiterzugeben. Ja, in meiner Wahrnehmung hat sich vieles Positives verändert, natürlich auch durch den Kompromiss in der Ortstafelfrage, der gefunden wurde. Ich habe wahrgenommen, die Schülerinnen und Schüler haben es auch ein Stück weit relativiert. Ja, es gibt Anmeldungen auch von deutschsprachigen Eltern, die ihre Kinder ganz bewusst in eine zweisprachige Schule, in einen zweisprachigen Kindergarten geben. Und das finde ich großartig. Und das, glaube ich, gilt es auch weiterhin zu unterstützen und diese Familien zu ermutigen und zu motivieren, das zu tun. Sprache hat ja auch etwas mit Melodie, mit Emotion, mit Empfindung zu tun. Und wer in diesem Land wächst und mit offenen Herzen und offenen Augen durch dieses Land geht, und das ist ja auch heute schon mehrfach angesprochen worden ist, der wird immer wieder berührt von der Sprache, von der Melodie, von der Emotion und Ausdruckskraft der slowenischen Lieder und der slowenischen Sprache. Dafür danke ich Ihnen, dass Sie diese Sprache pflegen und ich wünsche Ihnen, sie auch in die Zukunft zu tragen, junge Menschen zu begeistern und zu motivieren, diese Sprache zu erlernen und zu pflegen. Alles Gute für die Zukunft, Gottes Segen, Hvala lepa. Vielfältigste Weise mit der Zweisprachigkeit und der Volksgruppe in Kärnten verbunden ist natürlich die katholische Kirche und wir sind sehr froh, unter uns Bischof Dr. Josef Markertz begrüßen zu dürfen, der, nachdem er lange als Direktor der Caritas in Kärnten gewirkt hat, im Dezember 2019 zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt ernannt wurde und damit ist erstmals ein Angehöriger der Volksgruppe zum Bischof in Kärnten ernannt worden. Vielleicht auch ein Zeichen für eine veränderte Situation, aber das, Herr Bischof, überlasse ich Ihnen zu beurteilen. Sie haben zu Ihrem Amtsantritt auch Slowenisch gesprochen und Sie haben die Zweisprachigkeit in Kärnten als großen Reichtum bezeichnet. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu erfahren, welchen Beitrag die Kirche zum Erhalt dieses Reichtums leisten kann und ich darf Sie um Ihr Eröffnungsstatement bitten. Spoštovani državni sekretar, lieber Herr Präsident unseres Landtages und alle politisch Verantwortlichen, die heute hier sind, mein lieber Freund, unser Superintendent der evangelischen Kirche, geschätzte Ehrengäste, liebe Jugendlichen, liebe Organisatoren auch der Konferenz, sehr geehrte Damen und Herren, spoštovani gostje, dragi mladenke, mladinci, dragi organizatori. Ich möchte sehr persönlich und sehr ehrlich
beginnen und mit meinen ersten Worten einer großen Freude Ausdruck verleihen und schon auch sagen, ja, wir haben es geschafft, wir sind einen Weg gegangen und haben so ein Zwischenziel geschafft. Ich kann es kaum glauben, aber in diesem Jahr kann ich eigentlich das erste Mal, wenn ich ehrlich bin, ohne Einschränkungen das Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung mitfeiern. Zum ersten Mal in meinem Leben. Das ist nicht deswegen, weil ich das jetzt muss, weil ich Bischof bin, sondern weil das Programm so ist, dass es eine ehrliche Teilnahme auch möglich macht. Ich habe so in der Vorbereitung an dieser Stelle versucht, in ein paar Zeilen das zu beschreiben, was wir Slowenen davor erlebt haben, rund um diesen 10. Oktober. Aber ich habe bald gemerkt, das sollte ich lieber nicht tun. Es wären zu viele und zu schlimme Geschichten geworden und sie hätten die Freude getrübt, die ich empfinde. Ja, die Vergangenheit, die letzten 100 Jahre, in denen die slowenische Volksgruppe in Kärnten mehrere Male mit Gewalt und permanentem Druck ausgelöscht werden sollte. Man muss es so drastisch formulieren, wirkt natürlich hinein in die Gegenwart und bestimmt natürlich auch die Entfaltung unserer Zukunft. Und trotzdem, eines dürfen wir sagen, wir sind diesen 100 Jahren nicht stehen geblieben. Immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner haben den kulturellen Reichtum und auch das bildungspolitische und wirtschaftliche Potenzial der beiden Volksgruppen erkannt. Immer mehr Kinder haben ihre Eltern gefragt, warum sie ihnen das Erlernen ihrer Muttersprache nicht ermöglicht haben. Und statt herablassenden Kommentaren kommt so etwas wie Bedauern auf, nicht auch die zweite Landessprache zu sprechen. Immer wieder höre ich das in Dialogen. Und wo stehen wir jetzt? Ein sprechendes Beispiel, das ich vor 14 Tagen erlebt habe, eine konsequent zweisprachige und auch inhaltlich ausgewogene mobile Ausstellung zur Volksabstimmung im Rahmen von Carinthia wird in einer sehr stimmigen zweisprachigen Feier in Völkermarkt eröffnet und mitten am dortigen Hauptplatz den Menschen zu einem Überdenken ihres Geschichtsbildes präsentiert. Ich stamme aus dem Bezirk Völkermarkt und ich weiß, wie viel sich da verändert hat, um so etwas möglich zu machen. Und ich bin zutiefst dankbar dafür. In to je, ti si prej govoril o tem preobratu, to je en močan znak za preobrat, vsaj za začetek takega. Ich kenne natürlich auch die Kritik und die Kritiker an der derzeitigen Situation. Die bleibenden Zukunftsängste der slowenischen Volksgruppe in Bezug auf Sprache und Kultur, trotz aller neuen Möglichkeiten, die noch offenen politischen Versprechen und rechtlichen Vorgaben, die nicht umgesetzt werden. Ich teile die im Herzen von vielen Slowenen schlummernden Ängste und die vor allem einer tiefen Liebe zu dem, was wir das Unsrige nennen, geschuldet sind. Und doch bin ich voller Hoffnung für die Zukunft, die nur eine gemeinsame sein kann und so viele Chancen, vor allem für junge Menschen, in sich birgt. Sie werden hineingeboren in eine zwei- und mehrsprachige Welt in unserem Alpen-Adria-Lebensraum. Sie konfrontieren sich früh mit viel mehr als nur einer kulturellen Tradition. Sie erleben auf natürliche Weise die Mehrfachidentität Kärntens als kostenloses Trainingslager für die globale Welt und ihre Herausforderungen. Und vieles mehr könnte man noch nennen, dass wir so an Chancen jetzt auch sehen und nützen sollen und es ja auch tun. Neben den jungen Menschen möchte ich auf noch eine Gruppe von Menschen hinweisen, die mir die Gewinner der jetzigen Entwicklung zu sein scheinen. Und
Ich bin ja gewohnt, als Caritas-Direktor wirklich dorthin zu schauen, wo wenige hinschauen. Davon habe ich nämlich noch gar nichts gehört in den letzten Monaten. Auch das sind vielleicht Menschen, die immer sich noch ein bisschen verstecken. Ich habe vor 30 Jahren im Rahmen meiner Dissertation zum Zusammenleben der slowenischen und deutschen Volksgruppe in Kärnten im gemischsprachigen Gebiet eine zahlenmäßig eigentlich sehr große Gruppe von Menschen ausgemacht, die sich nicht zu einer eindeutigen Zugehörigkeit entscheiden konnten, zu einer oder anderen Kultur oder zu einer anderen Volksgruppe, aber von beiden Seiten vereinnahmt und zugleich ausgeschlossen wurden, je nach Bedarf. Ich habe sie Zwischenpositionelle genannt. Und meiner Erfahrung nach ist diese Gruppe dabei, sich aufzulösen und sich ohne Druck ihren ganz persönlichen Ort in unserer Gesellschaft zu suchen. Vielfach, das ist das Schöne für mich, vielfach unter der Wiedergewinnung von Respekt für ihre slowenischen Wurzeln. Da smo danes tam, kjer smo, s ponosom in hvaležnostjo lahko rečem, je v veliki meri zasluga katoliške cerkve na Koroškem, ki je veliko pripomogla k ohranitvi slovenske narodne skupnosti na dvojezičnem ozemlju. S sinodo Krške škofije v letih 1971 in 1972 pa je začela ta ista cerkev graditi tudi mostove med obema narodoma. Zelo zavestno je to storila, ko so politiki in mediji še z vso vnemo podpihovali sovraštvo med njima. In nekaj sem si mislil o tem, če letos, v tem jubilejnem letu, kdo zasluži en spomenik, potem gotovo to ni en gospod Steinacher, ampak to bi bila gospod Valentin Inzko in dr. Ernst Waldstein. Ta dva bi res zaslužila že dolgo en spomenik, ker sta več storila za to sožitje, ki ga zdaj hvalimo in ki ga zdaj uživamo na Koroškem, kako pa mnogi drugi, ki se za to hvalijo. Do danes cerkev z veliko samoumevnostjo skrbi za mesto slovenščine v naši deželi in njenih dvojezičnih vaseh in mestih. Cerkveni prostori so bili in so še po mnogih krajih edini prostori, kjer ljudje doživljajo, da je slovenščina v javnosti nekaj enako vrednega, da ima svoje mesto. Cerkvene ustanove pa nudijo tudi priložnosti za poglobljene razprave med slovensko in nemško govorečimi verniki in s tem naprej gradijo ali popravljajo mostove med njimi. Rad bi opozoril tudi na potrebne ustanove, ki se tudi spreminjajo in skrbijo za ohranitev slovenske besede v deželi, ki pa hkrati vse bolj iščejo poti k sosedu in skrbijo tudi za dobro stanje teh poti in njihovo izgraditev. Naj omenim gostiteljico našo staro in vedno mlado Mohorovo družbo, ki tukaj na svojem sedežu gosti vrsto cerkvenih in političnih slovenskih ustanov. Najmanj tako važne pa so najmanjše, zdaj jih enkrat imenujem, organizacije, ki pa verjetno najučinkovitejše skrbijo, da lahko še govorimo o narodni skupnosti in da se slovenska beseda, slovenska kultura prenaša v naslednji rod. In to so družine. Družine so slej ko prej najpomembnejši kraj za prenos slovenščine, tako v knjižni obliki, kot v narečju. In zanimivo se mi zdi nekaj, zanimiv pojav, da jezikovno mešane družine izpričujejo, da je pri dobri volji možno posredovati otrokom oba jezika. Ja, in to je res en zgled za mnoge druge večje organizacije, bi to bil zgled. Zato priznanje izrekam staršem, ki svojimi otroki govorijo slovensko v Rožu, v Podjuni, na Zili
in u celovcu, pa tudi na Dunaju in v Gracu. S tem dajejo nam vsem zgled posrečenega sožitja, ki mora biti poleg ohranitve svoje lastne narodne pripadnosti cilj naše mešane družbe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit meinen Eröffnungsworten die Situation nicht schönreden. 100 Jahre nach der Volksabstimmung ist letztlich ein zufällig gewähltes Datum, das einen bestimmten Punkt in der Entwicklung des Zusammenlebens zwischen den Volksgruppen in den Fokus nimmt. Es wird weiterhin eine wachsame Begleitung der Entwicklungen in Kärnten benötigen, um nicht wieder Sprachen und gewachsene Kulturen, vor allem aber Menschen ins Eck zu stellen, die Macht über den Mitmenschen, über die Liebe zu setzen, die allein uns alle in eine lebbare Zukunft führt. Dazu wird es weiterhin noch viel menschliches Bemühen und nicht zuletzt auch viele solcher Konferenzen brauchen. Und dieser wünsche ich als wichtigen Schritt in eine solche Zukunft einen guten Verlauf und Gottes Segen. Es ist mir eine große Ehre, Sie hiermit als eröffnet zu erklären. Konferenci želim dober potek, mnogo korakov, ki nas vodijo v dobro prihodnost. Želim mi pa tudi Božjega blagoslova, ki bo predavateljem in poslušalcem podaril dobre misli, lepe besede in potrebno moč za podporo, za uresničitev le-teh. Hvala.